Moin, liebe Facebook-Freunde, für allererst mal ein grosses Merci und die über 32.000 von euch, die mir Clip über die Corona-Killer in Form vom Lützeburger Krämer geguckt und auch mein Rot zu konsumieren befolgt tun. Weil ich so endlich gelesen und noch hören habe, dass es der Wachse an so gute Pur gewährt. Da war ich natürlich glücklich, voller Hoffnung, dass ich am nächsten Quartal, Trimester von diesem Jahr geimpft, als spätestens am zweiten Trimester mit einem Impfpass am Schengen-Raum reisen kann. Ich war da so überzeugt, dass ich sogar schon ein Croisière gebucht habe für meinen 92. Geburtstag um den 11. Juni da können zu feiern. Da bin ich natürlich enttäuscht, sogar rosen, dass ich trotz meinem hohen Alter nicht für Juli oder August, sogar September kein geimpft bin. Für was tut die Regierung so Prioritäten dezidiert? Ich konnte es nicht nachvollziehen, aber lohnt es von einem Bekannten eine Explikation hören, dass die Decision von der von der blau-rot-grünen Regierung, die hat mit den nächsten Wahlen zu tun. Dann habe ich mich gefragt, für wann, nachdem man das erklärt, und hat gesagt, die Regierung will natürlich die nächsten Wahlen, die aber 2023 stattfinden, wandeln. Und wenn sie die Wahlen wandeln will, aber die größte Partei, die an der Opposition als CSV, hier meist Wähler, bei denen von über 60 Jahren hat, da müssen sie also gucken, dass es der über 60 Jahre und der Wähler nicht zu viel geht, oder wenigstens nicht noch viel mehr wie lo, oder am besten noch viel mehr. Und für das zu erreichen, da ist es dann natürlich am besten, wenn dafür gesorgt wird, dass da immer mehr an dem Alter und immer mehr sehr sterben. Und ich muss sagen, für das zu erreichen, da ist anscheinend möglich, wenn die dann nicht impft oder viel mehr spät impft, wie all die anderen Populationsgruppen unter 60 Jahren in unserem Land. Ich will zwar nicht glauben, dass in einer Regierung so eine Prioritätsdecision zutrauen kann, aber sogar schon nachgesehen, dass es ohne oder zu spät Impfung natürlich erst sterben und dann natürlich auch nicht fehlen kann. Und nun ist auch nach gesagt, die Behauptung von der Regierung, sie gibt so ein Bulle de Protection schaffen, die Leute, die nach dahin sind, dass das große Quatsch wird, weil es wird gar nicht erwiesen, dass Leute, die geimpft werden, aber bei die ohne Impfung kommen, dass die nicht ausstechen könnten. Also, ich muss sagen, es sind ein bisschen durcheinander und ich kann von allem nicht nachvollziehen, was da geschieht. Und ich hoffe, dass wir ganz sicher genug Deputierte finden, zu Lützeburg, die dafür sorgen, dass wir das Problem klären können, für das wir wissen, wo wir dran sind. Erlaubt mir noch zum Schluss etwas Trauriges an eigener Sache. Die Edition Schortchen, die haben uns mitgeteilt, dass der Generaldirektor der Manuel Schortchen nach einem schweren Accident an der Puerto am Koma gestorben ist, am 14. Januar. Die Edition Schortchen, die haben 2004 als ein Lux-Deko, da ist ein herausgebracht, da noch die Lux-DVD, am 2018 meine Autobiografie. Kein anderes Editionshaus am Land war daran interessiert, mit Jerome und mit mir zusammen zu schaffen und dafür
als der Jerome Lulling an ich auch ganz traurig darüber, dass der Manuel Schortschenlohne mit da ist. Wir haben eine beste Erinnerung an so einem Vielmals Merci für seine Unterstützung und natürlich als herzliches Beileid und seine ganze Familie. Weil wir so viel für die Lützeburg konnten mit der Edition Schortsche machen, wollte ich erst auch nach Hause suchen, dass die Lützeburger von der Dat nach gerne weiter will trainieren oder Freund. Da rekommandieren ich euch als Videolektionen auf der Interseite bonjour.lu. Der fand der Orlo dem Jerome Lulling do sein gratis Videospiel Chase op de Fehler. Also, macht dat alle gut. Vielmals merci für das No-Lauschteren. Abis geschwört.